راب بشته برگومی ها شنگال لپاوانت بشهری ای میرات پرزگار گیری بابا شیر خانش تیمانت پرتال گیری ای فقیرات زمانک زنگین گیری او والات ام بکردینی فیر گیری راب شنگال اول خودت نیاسن ملائکتا لشمس الدین و لفخر الدین و لدردائی اول پیغمبرات نیاسن نمزحف و نبرعتا نه آمادین و نه یزید نورائیل راب شنگال دست دشیری دست حجیری درست کی بکر گازیاب دی و دی و حلام دی و بلند کی آیلا بنجاردی من سرجکن کبلی بلبند بیار رای خواه از خوازم پیامان خواب آلمانی ببیجم جبر کو گلک ملتی بیانید بده هیه جبوی قنه هاوارا ما بگی جوان از آلمانی بخوینم و از بیجم از کارم بناوی شیخ و پیرا خبر بدم جبر کو از ایسانک شیخم جنابا ومه Spätestens seit dem letzten Wochenende beschäftigen wir uns in Jesiden nur mit dem Thema Schengal, über die Vertreibung und Ermordung der Menschen im Schengal. Mit dieser Kundgebung heute wollen wir unser Entsetzen zum Verleihen bringen. Wir Jesidinnen stehen in einer schlimmen Situation zusammen. Ich bin dankbar, dass so viele von euch heute anwesend sind, damit ihr uns auch eure Solidarität zeigt. Die Verfolgung von Jesidinnen und Jesiden ist leider nichts Neues. Viele von uns haben in Celle in Deutschland allgemein eine neue Heimat finden können, weil wir in der Türkei verfolgt worden sind. Was können wir tun? Am wichtigsten ist, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, sich dafür einzusetzen, dass humanitäre Hilfe für die Zehntausende in den Bergen vertriebenen Flüchtlingen helfen werden. Ich habe mich persönlich auch wie viele von euch an die Bundeskanzlerin, an den Bundesaußenminister, an die UNO gewandt mit der Bitte, dass wir unterstützt werden. Peshijin Shingali, Rezim Preshta, Yen Christian, Yen Alawiyan, Rezim az Mawarim Hagarna Hashto Ben Weda Hoda Nebe Meshan. Jikaram Afar, Rezim again, Abi Meshan. Kurdari Modi Kushir Wara, Jibu Pakistan Shahna Wara Bashia, Nabi Meshan. Abi Meshan Viva
Alle Mütter und Kinder nach vorne! مشيان ونبديما حيشو عنده وده بمشي وهدي تبقوا سري مشامل جميع تنين داوين لده اجمارا وفر حزارا ونهاتنا شبابو عاجزي شينا بصالوك هاتنا جن هاتنا كسينا خوش لدك يعني امهيلي دارين حدود احنين امين قولي دسبلين فاير شغادي لبروي شرجيك ازي قربان شيخ وباكر لبروي انا شرجيك
Bitte keine Provokationen eingehen. Wir sind eine friedvolle Religion. Wir sind eine Religion, die Respekt vor alle Religionen hat. Das besagt immer wieder auch unsere Gebete. Bitte, bitte, bitte. Gelle Rumet, Gelle Bkhirat, Gelle Zidi, Gelle Doste Ezidian. السرنامه قومت امریکان سرنامه همو حواله قواب روجانا مش آمده کرنا از وجدان و جان سلام دکم ایروش غیرین آوا بشتاری آوا هستاری آوا هستیاری آوا نفرت آوا تولا شنگانه هلا bitten wir jetzt Leila, ein paar Wörter hier zu der Menge zu sprechen. لسنا بمال وكملين يزيديان ام بكم كجيا لروجبا وطيبتي للشنغالي شرمزار دكن وبدنا نجيب هغرة بلند بيجن بيجي بالخدانا روجبا وبيجي بالخدانا شنغالي داويلكم كجيا يزدي خريستيان وهندكايين دنمن ليخسنا خواه وكا دولتا إسلامي داعش بناخدكر تسلاتي خواه تروريستي باواك يهوانا بالفرادكر أرمان جويري خصنا تروريست وخلافات السني در بلزينة كوي قالا كلامين دن غير رجلانا نابين بخنابا قبل أبيه لهرمين كنها دبن قنطرلا وانده رنجاكي تندراف ايه قانون إسلامي دمشينا Ich möchte jetzt die gemeinsame Presseerklärung der jesidischen Vereine und Gemeinden in Deutsch vorlesen. In Deutschland leben mittlerweile rund 100.000 Jesiden aus allen Teilen Kurdistans. Und es bestehen mittlerweile rund 40 jesidische Gemeinden. Stoppt die Vernichtung der Jesiden, Christen und weiterer religiöser Minderheiten im Irak. Der selbsternannte sogenannte Islamische Staat setzt seine terroristische Schreckensherrschaft im Irak fort. Ziel dieser Terrororganisation ist es, gewaltsam ein sunnitisches Kalifat zu errichten, welches weite Teile des Mittleren Ostens umspannen soll. In den Regionen, die bereits unter ihrer Kontrolle sind, erlässt die Organisation Gesetze nach einer sehr radikalen Interpretation des islamischen Rechts der Scharia. Gegen Andersgläubige geht sie mit rücksichtsloser Gewalt vor. Leidtragende sind insbesondere die Jesiden und die Christen. Nachdem die ISIS-Terroristen im Juli
2014 Mosul erobert hatten, zerstörten sie schiitische Moscheen und Heiligtümer, vertrieben die christlichen Einwohner von Mosul und beschlagnahmten deren Eigentum. Nach der Vertreibung der Christen aus Mosul hat die IS-Terrorgruppe am 2.8.2014 mit der Vertreibung der Jesiden begonnen. Die Islamisten übernehmen die Kontrolle über den strategisch wichtigen Mosul-Staudamm und rückten in das Schengal-Gebirge an, dem Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden im Irak. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, Sofortmaßnahmen zum besseren Schutz der Bevölkerung und der religiösen Minderheiten im Irak zu treffen. Wir appellieren an die internationale Weltgemeinschaft, gemeinsam gegen die Dschihadisten aktiv vorzugehen und dem Verbrechen an der Menschheit endlich ein Ende zu setzen. Wir appellieren an die deutsche Regierung, den Schutzbedarf jesidischer Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien großzügig anzuerkennen. Herr Beji, Schengal, Serkeftisch و تماره برخودان جیانه. Wir danken ganz herzlich, Herr Dr. Şefik Tagay. Herr Nettelström wird jetzt ein paar Wörter zu uns sprechen von der CDU. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vertreter der CDU darf ich Ihnen sagen, dass wir gemeinsam mit Ihnen um all jene Ihre Angehörigen und Freunde trauern, die bislang schon in diesem Konflikt mit dem Islamischen Staat IS ums Leben kamen. Gemeinsam mit Ihnen beten wir für die durch den IS Misshandelten und Verletzten. Wir hoffen auf deren Genesung und gewaltfreien Verbleib in ihrer Heimat, insbesondere im Nordirak. Die Ermordung, Vertreibung oder Zwangskonversion von Jesiden, Christen und Angehörige anderer religiöser Minderheiten durch die Terroristen des IS bedeutet eine neue Dimension des Schreckens. Dabei richtet sich der Terror des Islamischen Staats gegen alle, die nicht ihrer Definition vom Glauben folgen. So wurden auch Moslems getötet, seien es gemäßigte Sunniten oder Schiiten gewesen. Deshalb freut es mich, dass Jesiden, Christen und Moslems hier und heute zusammen für ein friedliches Miteinander einstehen und sich nicht durch weniger radikale Moslems provozieren lassen. Die Salafisten in unserem Land werden für jedwede Straftat zur Rechenschaft gezogen, und zwar durch unseren Rechtsstaat. Der IS steht für ein Kalifat und eine Islamauslegung, die selbst von Islamgelehrten abgelehnt wird. Die Verfolgung von Zivilisten aufgrund ihrer Religion oder Volkszugehörigkeit ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Menschenrechte und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Deshalb muss die Weltgemeinschaft auf den Nordirak schauen, die Verbrechen verurteilen und gemeinsam gegen den Islamischen Staat vorgehen. Deshalb ist es auch richtig, dass die USA dort humanitär und militärisch eingegriffen haben, um gegen die Bedrohung der Jesiden durch den IS vorzugehen. Auf Dauer wird es jedoch darauf ankommen, meine Damen und Herren, dass die Kurden, die Schiiten und die gemäßigten Sunniten, vor allem im Irak, gemeinsam gegen den Islamischen Staat aufbegehren und ihn zurückdrängen. Der absolute und radikal islamische Ansatz des Islamischen Staats stellt auch weiterhin eine Gefahr für die Weltgemeinschaft dar und sollte daher auch gemeinsam bekämpft werden. In diesem Sinne ist diese Demonstration heute so wichtig, um auf die Gefahren durch den Islamischen Staat aufmerksam zu machen und die Weltöffentlichkeit dafür einzunehmen. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam gegen die IS kämpfen. Vielen Dank. Jetzt bitten wir Frau Potz, Pfarrerin der Evangelischen Kirche, zu uns. Liebe Freunde, danke, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Denn nur gemeinsam können wir ein Zeichen der Solidarität und der Mitmenschlichkeit setzen. Darum bin ich als eine Pfarrerin der Evangelischen Kirche von Westfalen hier in Bielefeld heute hierher gekommen. Wir wollen zeigen, dass es in diesem Land Menschen gibt, die hinschauen.
Wir dürfen nicht schweigen zu Gewalt und Terror, völlig unabhängig davon, wer die Opfer sind. Davon bin ich als Christin überzeugt. Wir verurteilen jede Form von Gewalt. Wir dürfen nicht schweigen, wenn fast 50.000 Jesiden in den Sinjar-Bergen in der Falle sitzen. Die Hälfte davon Kinder. Die ersten sind schon verhungert und verdurstet. Wir dürfen nicht schweigen, wenn die Geschichte einer der ältesten Kirchen der Welt dort zu Ende geht. Die letzten Christen aus Mosul wurden getötet und vertrieben, die Kirchen geschändet und zerstört, nach 1600 Jahren in diesem Land. Die Liste der Verfolgten und der an ihnen verübten Grausamkeiten ist lang. Über 200.000 Menschen sind jetzt schon im Nordirak auf der Flucht vor den Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates. Wir müssen zusammenstehen, wenn IS alle Menschen ausgrenzen will, die anders sind als sie selbst und sie brutal und systematisch vernichtet. Diese selbsternannten Gotteskrieger, die sich doch von Gott, dem Allbarmherzigen, so weit entfernt haben, wie es nur geht, sie kennen keine Grenzen in ihrem Hass. Auch wir wollen deshalb keine Grenzen ziehen in unserem Herzen, sondern gemeinsam eintreten für den Schutz von Andersgläubigen und Minderheiten. Kann ein vorgehaltenes Gewehr, können Massaker überzeugen, zur vermeintlich richtigen Religion überzutreten? Das hat nichts mit Islam zu tun, habe ich im Fernsehen einen irakischen Taxifahrer sagen hören. Recht hat er. Gewalt kann niemals dem Glauben dienen, nicht dem christlichen und auch nicht dem muslimischen. Wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen in die Spirale der Gewalt und des Hasses. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Streit nun auch nach Deutschland getragen wird, wie es gerade erst am Montag in Herford geschehen ist. Wir wollen anders miteinander leben. Darum bin ich dankbar für jedes Zeichen guten Willens, wie das der gemeinsamen Erklärung der islamischen Gemeinden hier in Bielefeld und der jesidischen Gemeinde Ostwestfalen-Lippe von gestern Abend. Und auch bin ich froh, dass jetzt hier so viele verschiedene Menschen zusammen sind. Aber was können wir tun? Ich wünsche mir, dass wir nicht gelähmt von den Schreckensnachrichten vor dem Fernseher sitzen bleiben, sondern dass wir aufstehen und uns auf den Weg machen, so wie wir es heute miteinander getan haben, und den Mund auftun. Dass wir sagen und zeigen, dass wir in diesem Land in Respekt und Toleranz neben und miteinander leben können. Und dass wir wollen, dass das überall so ist in unserer einen Welt. Dass wir die Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kommen, mit offenen Armen aufnehmen. Viele mehr als bisher. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat ihre Gemeinden dazu aufgerufen, sich stärker für Flüchtlinge zu engagieren. In vielen Kirchengemeinden gibt es Menschen, die bereits Flüchtlinge unterstützen. Ich hoffe, dass es noch mehr werden und immer mehr Menschen ihre Stimme erheben gegen Gewalt und Terror. Wir wollen Frieden für den Irak. Frieden kann es aber nur geben, wo Religionsfreiheit herrscht und wo die Menschenrechte gewahrt werden. Danke euch. Wir bedanken ganz herzlich bei Kompon. Wir bitten jetzt Sigrid Bär von den Grünen zu uns. Herzlichen Dank. Ich grüße Sie, ich grüße euch alle, die heute hier in Bielefeld zusammengekommen sind, unter der Überschrift Zusammen für Frieden und Menschlichkeit. Das ist eine gute Überschrift, unter der wir uns hier versammelt haben. Zusammenstehen für Frieden und Menschlichkeit. Das müssen wir angesichts der unvorstellbaren Brutalität und Grausamkeit, der die Menschen im Irak derzeit ausgeliefert sind. Flucht, Tod, Verfolgung von Jesiden, Christen, Aleviten, Aramäern und weiteren Volksgruppen und Minderheiten, wie auch
Muslime, die sich der ISIS nicht anpassen wollen, nimmt immer größere Ausmaße an. Unsere Sorge gilt allen Verfolgten und grausam Unterdrückten. Erschreckend ist auch der jüngste Vormarsch der Terrormilizen IS auf die autonome Region Kurdistan. Die Berichte von Gewalttaten, Massenexekutionen, Zwangskonvertierung unter Todesangst erschüttern uns. Der Terror lässt die Menschen fliehen. Hunderte von Frauen, Kindern, alten Menschen sind bei den mörderischen Strapazen der Flucht dem Terror schon zum Opfer gefallen. Deutschland hat im Jahr 2013 aufgehört, für die Binnenflüchtlinge im Irak Mittel an die UNHCR, an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zu zahlen, mit der Begründung, wir helfen ja schon in Syrien und seinen Nachbarstaaten. 350.000 Flüchtlinge, syrische, gab es damals. Das darf so nicht weitergehen. Mit den Mitteln, die die Bundesregierung jetzt endlich zur Verfügung gestellt hat, ist es aber nicht getan. Die Unterstützung muss darüber hinausgehen. Wir reden mittlerweile über mehr als 1 Million Menschen, die ihre Heimat verloren haben und in der Region unterwegs ist. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Aktuell ist es vordringlich, einen humanitären Korridor aufzubauen, der es den Flüchtlingen ermöglicht, sich aus unmittelbarer Lebensgefahr in Sicherheit zu bringen. Sie brauchen Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente für den Weg. Die Flüchtlingsorganisationen müssen in die Lage versetzt werden, die Menschen aufzunehmen, unterzubringen und menschenwürdig weiter zu versorgen. Angesichts des Leids und der Handlungsnotwendigkeiten ist die Unfähigkeit, eine neue Regierung in Bagdad zu bilden, zusätzlich desaströs. Es ist sehr wichtig, dass die Bundesregierung ihre Einflussmöglichkeiten nutzt, damit der Irak eine Regierung bekommt, die in der Lage ist, alle Teile und Gruppen des Landes zu repräsentieren. Alle Irakerinnen müssen das Gefühl haben, dass diese Regierung auch ihre eigene ist. Maliki hat dabei versagt, die Idee von einem gemeinsamen Irak, in dem niemand ausgegrenzt wird, zu stärken. Auch die Nachbarländer müssen bei einer Verständigung im Irak eingebunden werden. Sonst werden alle Bemühungen wenig nutzen. Auch die Geldströme in der Region für ISIS müssen thematisiert werden. Und in diese Bemühungen muss sich die Bundesregierung, dafür müssen sich die Europäer stärker einbringen. Dazu gehört es auch, den ISIS-Milizen die Geldquellen abzuschneiden. So finanzieren sie sich unter anderem auch durch den Verkauf von Öl aus syrischen Ölquellen, die mit Exportausnahmegenehmigung ausgestattet sind. Das muss ein Ende haben. Für viele Menschen gibt es nur noch begrenzte Möglichkeiten. Flucht, Tod, Unterdrückung. Es traf bereits Christen, jetzt vor allem die kurdische Minderheit der Jesiden, aber eben auch immer wieder andere Glaubensgemeinschaften. Doch bevor die Regierungskrise nicht beendet ist, wird es auch keine überzeugende Antwort auf die Dschihadisten im Irak selbst geben. Wir dürfen es hier nicht hinnehmen, dass Religionen missbraucht werden als Instrumente und Rechtfertigung von Unmenschlichkeit, Verfolgung, Unterdrückung und Mord. Ich bin dankbar und begrüße es außerordentlich, dass Vertreter der Jesiden und der Muslime in Bielefeld und OWL gemeinsam ein Zeichen der Versöhnung und gegen Gewalt gesetzt haben. Und diese friedlichen Zeichen unter uns sind entscheidend. Gewalt zerstört und schürt nur neue Gewalt. Und auch hier bei uns haben wir in dieser Woche einen Ausbruch von Gewalt erlebt, der so nicht hinnehmbar ist. Wir dulden keine Stellvertreterkonflikte. Und so wollen wir heute in der großen Gemeinschaft die Signale für ein friedliches Miteinander in dieser Gesellschaft setzen. Und deshalb sind wir alle dafür verantwortlich, das friedliche Zusammenleben in dieser Gesellschaft zu erhalten und verantwortlich zu gestalten und damit ein unübersehbares Zeichen zu setzen gegen den Missbrauch von Religionen. Und dazu gehört auch, dass wir uns konsequent und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen die wenden, die versuchen, Fundamentalismus, Extremismus und auch Gewalt bei uns zu verbreiten. Nein, wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen auf das Leid und die Not der Menschen hinweisen, die auf der Flucht sind, die unterdrückt werden. Und wir müssen für Solidarität mit den Menschen werben, die zu uns und bei uns Zuflucht, Rettung und Schutz suchen
internationalen Einflussmöglichkeiten müssen genutzt werden, dem Terror den Boden zu entziehen. Wir können es als Politik, als Vertreter der Zivilgesellschaft und der Religionsgemeinschaft nicht zulassen, dass die Integration in diesem Land und dass das friedliche Miteinander Schaden nimmt. Ich danke euch, dass ihr heute hier seid und dafür demonstriert. In Bielefeld und in anderen Städten auf die Straße gehen, dann tun wir das um den Menschen im Irak, um denen, die in diesen Tagen um ihr Leben fürchten müssen, um denen, die wegen ihrer Religion verfolgt und bedroht werden, um diesen Menschen zu zeigen, ihr seid nicht allein. Wir stehen an eurer Seite, wir sind in Gedanken bei euch. Wir erheben unsere Stimme für euch, für Frieden und für Freiheit im Irak. Liebe Freundinnen und Freunde, die Nachrichten, die uns in diesen Tagen aus dem Nordirak erreichen, die sind jenseits der Grenzen all dessen, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Die Brutalität, mit der ISIS agiert, ist ohne Beispiel. Die Hetzjagd der islamischen Milizen ist kompromisslos. Sie ist menschenverachtend und sie ist grausam. Das Vorgehen von ISIS ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das wir aufs Schärfste verurteilen müssen, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb sagen wir den Terroristen des Islamischen Staates, wir schauen nicht weg, wenn ihr Menschen bedroht und hinrichtet. Wir schauen nicht weg, wenn ihr Frauen vergewaltigt und demütigt. Und wir schauen auch nicht weg, wenn ihr Menschen aus den Häusern vertreibt, die diese ihr Zuhause nennen. Und vor allem sagen wir euch, wir lassen nicht zu, dass ihr Menschen erpresst, nur weil sie einen anderen Glauben haben. Wer andere vor die Wahl stellt, zu konvertieren oder zu sterben, dem sagen wir, Drohungen und Argumente, Drohung und Erpressung, das sind die Argumente der Schwachen. Am Ende werden die gewinnen, die begreifen, dass Zusammenleben nur dann funktioniert, wenn wir Menschen in ihrem Glauben respektieren, wenn wir anderen friedlich und ohne Waffen begegnen und wenn wir verstehen lernen, dass die Achtung der Würde der anderen immer auch die Achtung unserer selbst bedeutet. Ich weiß aber auch, es reicht nicht, das Handeln der ISIS zu verurteilen. Heute muss es auch darum gehen, Taten zu fordern, weil die Menschen in den Bergen von Jingal Angst um ihr Leben haben, weil sie Hunger und weil sie Durst haben und weil sie nicht mehr lange durchhalten, wenn wir nicht schnell handeln. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um eine humanitäre Katastrophe in den Bergen von Jingal zu verhindern. Deshalb ist es richtig, dass Außenminister Frank-Walter Steinmeier die humanitäre Hilfe um 2,9 Millionen Euro aufgestockt hat. Es ist richtig, dass das Auswärtige Amt... Es ist richtig, dass das Auswärtige Amt einen Krisenstab eingerichtet hat, der schnelle und humanitäre Lösungen finden muss. Und deshalb ist es auch richtig, dass erste Ladungen von Lebensmitteln und Wasser bei den Menschen im Nordirak angekommen sind. Denn dort sind Kinder bereits elendig verdurstet, liebe Freundinnen und Freunde. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt zusammenstehen. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt Antworten auf die Verbrechen der Terroristen im Irak finden. Ich sage aber auch in aller Deutlichkeit, auch die Verantwortlichen im Irak müssen handeln und schnell eine neue Regierung bilden, die Minderheitenrechte respektiert und dem Treiben vor der islamischen Terrormiliz ein Ende setzt. Liebe Freundinnen und Freunde, jeder einzelne von euch, der sich hier heute versammelt hat, macht mit seiner Anwesenheit deutlich, dass wir mit den Jesiden und Christen und allen Angehörigen anderer Minderheiten solidarisch sind. Deshalb lasst uns heute friedlich für die Achtung der Menschenrechte demonstrieren. Lasst uns ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und für ein friedliches Miteinander setzen. Lasst uns zeigen, dass Toleranz und Respekt keine leeren Worthülsen sind, sondern Werte, die gelebt werden müssen und für die wir einstehen. Ich möchte euch Danke sagen. Danke dafür, dass ihr heute gekommen seid. Danke dafür, dass wir gemeinsam unsere Solidarität mit den Menschen im Nordirak bekunden und ihnen zurufen, ihr seid nicht alleine, wir stehen an eurer Seite. Wir kämpfen gemeinsam für internationale Hilfe, wir kämpfen gemeinsam für Frieden, wir kämpfen gemeinsam
gemeinsam für Solidarität. Hoch die internationale Solidarität! نهاجي لسر میکروفون में पेशिमा में मैं चंद गोतना जमारा पेशे قالي ملات وانت بخيراتن وسجابي مرهاتن سجابي مرهاتن ام جوا ممنونن ام كردا ممنونن كرد خونا ما خونا حيفا خونا مالتينن ام كردا ممنونن وكوكا كما كوكا ما كردا ام كردن نم حضر ثاني ام شار حضر صار كردن وام كردونا وهم ممنونن وياو جنزي خونا خوا دريجش بوي ما ام الدنيا جبيرا ناكن ابيها ام كشتات ما تكوجن او ناي سلامة او ناي سلامة ناي سلام موسى ناكا عيبا بهربا فرمانه ما هاي موسى راكنا ناي سلامة راكية ام جبي سلامة ممنونن ام اسلامي وطاوة ديني ما طاوصي ملكي ما وقت بارب العالمين ملياكتي نبالي او تني نامرة او تني بجبار ديوان رب العالمين قبابت قرى ملياكتي مجي نبالي دبي شوما ديوان الهي جوار رجا دبي ملويدة ديتر خوشي وشاي دبي رب العالمين مرقو يا البام المزن تفاق وتباي خدي تفاق يبدا كردا بلا يقبل تفاق اتفاق كذلك اتفاق لنا اتفاق برجلك يا اتفاق كردا هذا يقبل ام ديسا جوا ممنونين وام زاف او كيف خوشي ناقرين ام زاد الدنيا هذا ما تفرمان ما تقتلوا خطود هرديني ده اوكي ما ناكل يا قوام هبونا جي ما ناكل يا ازدريج ناكم جارك دون سشابه ماتن واخونا خوشي دريج سشابه ما خاطري وطبع خدر حكي Galax Pasch, Jubo Peshima Mema. Bitten wir Dr. Ali Khalef zum Mikro der Welt paar Wörter auf Arabisch halten. أيها الإيزيديون من شنغال وإلى شنغال أيها الإيزيديون من دم شنغال وإلى دم شنغال أيها الإيزيديون من غضب شنغال وإلى غضب شنغال أيها الأصدقاء في العالم كلنا بات يعلم كثيرا أو قليلا إن ما حصل لشنغال كان خيانة نعم خيانة وفي وضح النهار ولا حاجة لللف والدوران بعد اليوم لكن السؤال الكبير لماذا استرخصتم شنغال لماذا استرخصتم شرف عذارى شنغال لماذا أردتم إبادة شنغال لماذا أردتم إبادة دين الإيزيدية في شنغال وسنظل نسأل لماذا ولماذا منذ 2 آب يتعرض الإيزيدية لأبشع حملة إبادة جماعية شهدها التاريخ الحديث وقتل على الهوية بالجملة على أيدي إرهابي أخطر تنظيم في العالم المسمى بدولة الإسلام في العراق والشام. داعش تعيش في مناطق الإيزيدية منذ حوالي الأسبوع حالة من الفوضى العارمة التي لا مثيل لها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أدى إلى هروب حوالي 200,000 شخص من الإيزيدية إلى جبال المحيطة بمدينة سنجار شمالا وجنوبا. وبحسب مصادر من الأمم المتحدة إن ما يحدث للإيزيدية من جرائم فظيعة بحق هؤلاء الناس فقط بسبب انتمائهم الديني، فهم يعتبرون أن الإيزيدية كفار وأن قتلهم حلال حسب الشريعة، كما أنهم
كما يحق لهم نهب أموالنا وسبي نسائنا، ناهيك عن خطف الكثير من النساء وأخذهم إلى موصل وبيعهم كسبايا. أيها اليزيدية اسمعوا، اليوم اتصلت أخت يزيدية من السعودية تقول لقد باعونا إلى آل سعود، لقد باعونا إلى آل سعود في السعودية. أيها اليزيدية اسمعوا اسمعوا، لقد بيعت نساء اليزيدية إلى السعودية أيضا. في جبل سنجار حيث العشرات يلقون حتفهم، لا مصير لهم سوى ذلك الجبل، فلا ماء ولا مأوى، وكل يوم نخسر طفلا هنا وهناك، بل كل دقيقة نخسر طفلا هنا وهناك. حسب شهود العيان يعيش حاليا حوالي 100,000 شخص أو أكثر في جبل سنجار في حالة إنسانية مزرية. كما أن تنظيم داعش أمهل اليزيدية في الكثير من المناطق، وأنا تأتيني الأخبار أول بأول. مناطق مثل كوجو والحاتمية وتل عزير وسيما شيخ خدر وتل قصب يمهلونهم 24 ساعة، فإما الإسلام وإما الذبح على الطريقة الإسلامية. إننا نطالب المجتمع الدولي بحماية مناطقنا قبل كل شيء، بحماية أعراضنا، بحماية أطفالنا، كما نطالبهم وبأسرع وقت ممكن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، المساعدات الإنسانية العاجلة، كما نطالبهم بحماية الأقليات اليزيدية والسريانية في المنطقة وإنشاء منطقة آمنة لهم لحمايتهم. لا يكفي أن تطعمونا، احمونا، احموا سنجار، احموا سنجار، احموا سنجار. Ich grüße euch und vielen Dank, dass ihr heute alle hier seid. Der Anlass ist ja fürchterlich, ist ja traurig, aber es stimmt mich hoffnungsvoll zu sehen, wie viele Menschen, wie viele kämpferische Menschen heute hier auf dem Platz sind. Ich war vorhin bei der Demonstration mit und da bin ich gefragt worden, ob ich Deutsche bin. Das erste Mal habe ich noch Ja gesagt, dann habe ich nachgedacht, das zweite und das dritte Mal habe ich gesagt, nein, wir sind heute, glaube ich, alle Jesiden, wir sind irakische Christen, wir sind Aramäer. Und das ist auch gut und richtig so, das soll so bleiben. Ich bringe euch die Grüße meiner Partei, der Linken, ich bringe euch die Grüße meiner Bundestagsfraktion und wir sind der Auffassung, dass überall da, wo Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird, nur weil sie einem bestimmten Glauben oder einer Kultur oder einer Tradition angehören, dass überall da wir alle gemeinsam aufstehen müssen und laut sagen Nein. Die Linke ist solidarisch mit allen Menschen, die von diesem selbsternannten islamischen Staat, die eigentlich nichts anderes sind als Verbrecherbanden, angegriffen werden. Und wir sind erschüttert darüber, dass es solche Angriffe, wenn auch nicht in diesem Maße, aber doch auch Angriffe inzwischen auch in unserem eigenen Land gibt. Meine Kollegin Ulla Jelpke ist gerade in Kurdistan, die macht sich gerade ein Bild über die Lage und sie schreibt uns erschütternde Berichte. Sie berichtet von unvorstellbaren Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung in Schengal und gegen Frauen, Männer und Kinder. Hunderttausende sind derzeit auf der Flucht in den kurdischen Regionen des Nordirak vor den bewaffneten Mörderbanden des IS. Und international scheint es ja doch große Einigkeit zu geben in der Verurteilung dieses Terrors. Aber, Freundinnen und Freunde, man muss dann doch mal fragen, woher haben diese Mörderbanden ihre Waffen, woher haben die ihre Ausrüstung, woher bekommen sie ihre Unterstützung und ihren Nachschub? Dabei ist das ja ein offenes Geheimnis, dass auch Saudi-Arabien und Katar diese islamischen Staat unterstützen. Und das sind Länder, die von Deutschland und von der EU auch unter anderem mit
unterstützt werden. Und das, finde ich, ist ein Skandal. Das muss sofort aufhören. Wenn also Frau Merkel und Herr Steinmeier es ernst meinen, dass sie den Terror der Dschihadisten ablehnen, dann sollten sie zumindest alle Waffenlieferungen an Länder, die diese unterstützen, konsequent stoppen. Und dann brauchen wir, das ist hier ja mehrfach schon gesagt worden, dringend humanitäre Hilfslieferungen. Wenn die Zahlen der Vereinten Nationen stimmen, was Menschen auf der Flucht angeht, dann sind doch diese paar Pakete mit Wasser und Lebensmitteln, die die USA abwerfen lassen von Flugzeugen, die sind doch ein Witz, die sind doch überhaupt nicht ausreichend. Also wäre es doch an der Zeit, dass unsere Bundesregierung mal mit der türkischen Regierung über Landwege zur Flüchtlingsversorgung spricht. Und dazu gehört auch die Grenzen nach Rojava aufzumachen, damit über Rojava die Flüchtlinge im Irak versorgt werden können. Was wir auch brauchen dringend, wir brauchen unbürokratische Möglichkeiten zur Einreise von Angehörigen zu ihren Familien nach Deutschland. Ähnlich wie das für die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge versprochen, aber bis heute nicht wirklich eingehalten wurde. Dieses Mal sollten wir aber darauf achten, dass auch die Hürden für die Aufnahme nicht so hoch sind, damit die Menschen auch wirklich kommen können. Und ich sehe ja, hier sind ganz viele Leute, die sich große Sorgen machen, die sehr empört und wütend sind und Angst haben um ihre Angehörigen. Und ich glaube, dass sie viel Energie hätten, Menschen auch aufzunehmen und hier zu unterstützen. Und das zeigen die Angriffe von Dschihadisten in Herford. Wir brauchen mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt gegen diejenigen, die Hass und Intoleranz predigen und praktizieren. Und dabei ist es mir wirklich völlig egal, ob die das hinter dem Deckmantel von Religion machen oder ob sie rassistischen, faschistischen Gruppen angehören, ob sie einen deutschen Pass haben oder irgendeinen anderen. Wir müssen alle gemeinsam gegen diesen Hass und gegen diese Intoleranz aufstehen, uns hinter unsere Nachbarinnen und Nachbarn stellen und uns gegenseitig schützen. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken. Ich sage nur noch Biji Schengal. Heute befindet sich auch der Oberbürgermeister von Bielefeld unter uns. Während wir heute in Bielefeld bei herrlichem Wetter demonstrieren, werden von den Terroristen des sogenannten Islamischen Staates im Nordirak jetzt zurzeit Menschen verfolgt, Menschen verletzt und Menschen getötet. Sie werden verfolgt und verletzt und getötet, weil sie Jesiden sind. Das ist ein Verbrechen und das ist eine Barbarei gegen alles, auf das wir uns in dieser Welt verständigt haben. Da werden Menschenrechte missachtet und gebrochen. Das wollen wir nicht hinnehmen. Wir leben in Bielefeld friedlich miteinander. Wir alle sind unterschiedlich, aber wir leben friedlich miteinander und wir begegnen uns mit Respekt und mit Achtung. Wir zeigen, dass es geht und wir zeigen auch, wie es geht. Jeder Mensch hat das Recht zu leben und jeder Mensch hat das Recht, seinen Glauben selber auszuwählen und seiner Religion nachzugehen. Hier in Bielefeld, bei uns in Nordrhein-Westfalen, sind die Jesiden willkommen. Seit vielen Jahren, seit mehr als 20 Jahren leben wir als Nachbarn miteinander. Wir schätzen uns, wir leben miteinander und wir achten einander. Wer aber diese Grundgebote von Nachbarschaft und Miteinanderleben nicht beachtet, wie die Salafisten, der ist hier nicht willkommen. Keine Salafisten in Bielefeld! Heute, liebe Freunde, sind alle Bielefelder entsetzt über die Verbrechen der Terroristen des sogenannten Islamischen Staates.
Dieses Entsetzen teilen auch Bielefelder, die muslimischen Glaubens sind. Auch sie sind solidarisch mit den Opfern der Terroristen. Wir protestieren mit euch, mit unseren jesidischen Nachbarn gegen diesen Terror und wir nehmen Anteil an dem Leid vieler Menschen heute im Nordirak. Ich bitte alle Bielefelder, nehmt die Opfer des Terrors im Nordirak heute in eure Gebete auf. Und zwar ganz egal, wo ihr betet. Ob ihr zu Hause betet, in der Kirche, in der Synagoge oder in einer Moschee. Denkt an das Opfer, denkt an das Leid und betet für den Frieden. Aber beten allein reicht auch nicht. Beten ist wichtig, aber es reicht nicht. Wir müssen uns auch kümmern. Und ich hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft hier schnell handelt und hilft. Die Amerikaner haben sich schon eingeschaltet, aber hier sind alle gefragt, den Terror zu stoppen. Denn dieser Terror richtet sich nicht einfach gegen die Jesiden, er richtet sich gegen das, was wir uns in dieser Welt als Ordnung erarbeitet haben. Wenn heute die Jesiden dran sind, ja, sind dann morgen die Christen dran und übermorgen die Juden und wer sind 3 Tagen dran? Hier sind alle betroffen. Darum müssen wir uns alle wehren. Alle auf dieser Welt müssen sich jetzt wehren. Ich wünsche mir... Ich wünsche mir mit euch gemeinsam eine Welt des Friedens für alle, eine Welt mit Respekt für jeden, Solidarität mit allen. Dafür demonstriere ich heute mit euch gemeinsam und ich bin sicher, unsere Stimme wird gehört. Beji Shingal! أزدواجم بنعمة وازاروك الشنغالي الجاي شنغالي تي وبرشي بلقي هيوان كبرن لحيفوان بسماني بلندا نانو خارني وان سيصد نفس بس جمالا بابي ميرو الجاي شنغاليا سيصد نفس باوركن شخودي حتى ايرو من انجهش ديوان نعم جهش ديوان ايرو تقو دائما كبرامجون تقو دائما كبرامجون كبرنا جودن والله كبرنا جودن ما كتبا وناكلي ما كتبا وناكلي كجو خردين ازديا هون جمال بي ميداننا هون جمال فيسبورك آدنا هون چش فيسبورك فهمتكن رابن كسك ونا باريزي ايگو هنر زان فروتين وبها ناكري قنج زانبن وبها ناكري ايرو ايگو ما باريزي يبكي ويبجينا رابن بمنا بشت شوارا هون نجبر خدانا وان هون نجبر كجا كرلا چيدرن هون نجبر كجا تبا چيدرن ايرو ده دوست سيشك هيت كدن اوشي گلي دايكي واجي ديشي ندلي متني ديشي دلي واجي ديشي رابن بهبرا رابن كجي ما بدنا بيشي خوردان بهبرا ام هرن دسي خوبدن هات وان زاروكي برشي او زاروكي برشي تلهاد ياخد مشن او زاروكي السرشير تلهاد ياخد مشن وهيدي رحبردن هيدي رحبردن ما هيدي نما ام هوكارن ام حبد روجام تقرين بخودي بخودي خوين حسري بدن بخودي خوين حسري وانصارو قادن ما يدي النبسة اقر بلا شي مكان هدي بسا ام نش حيدري شاشو چيدرن خوردي بريندار خوردي نخوش حشت حب زارو كيوي لبيد البندينا ام نجي چيدرن رابن ام حبر رابن سرخوا بس يكدشي ام
ام ندی اسلامنا نه ام دیدش تلکن نجبا اسلامی افتش نبی اسلام متنی کرنا بیشی بی اسلامی کرن بیش رب مسیحیه کرن ابی ازیدیه کرن اب محموه کرن امی ازیدی خیر خوازن محاضریا خو شرات تجاری نکریا سلاحي ما يزيديان نينن جبركم ناخوزن خوينة برجينن ام ناخوزن خوينة برجينن لإيرو هاد دبي اليما مجبور رابن بين بلا شي مكد قلتكي كندال سر لا شي بريه منا سر لا شي زاروكي منا كجي ما حكجا خد كم يكجيا كوما كجا دخانيا دب حفتيكي ما يعصي نويرن دركبن لشنقالي والله كاس نتشو يا جموان رابن بسا دليمت شوطي انك الزاروكي خويا دي بنيرن بس جبو خودي